Ich räche mich an den Männern. Na, gehen wir mal dahin, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wo wir uns alle nur in die Arme legen, wo jeder schon einiges getrunken hat und jeder mit jedem ein bisschen, wo man so ein touchy wird, aber mehr geht schon nicht mehr. Auf der Wiese? Genau, das Oktoberfest. Man denkt ja, das Oktoberfest ist eigentlich fast schon gesetzlos, gell? Aber es gibt eine wichtige Regel: Finger weg von der Bedienung. Ich habe das einmal mitgekriegt und der hat nicht einmal die Bedienung angelangt, sondern ein Händel. Das war auf ihrem Tablett. Und die Bedienung stellt dieses Tablett vor sich ab, sieht, dass dieses Händel fällt, den Blick vergiss ich nicht mehr. Die hat große angekriegt. Im nächsten Moment geht aber schon der Arm hoch. Der Security reagiert sofort, läuft los. Sie hat in der Zwischenzeit schon längst erspäht, wer dieses Händel hat, läuft auf ihm zu. Der zückt schon die Scheide, entschuldigt sie 1000-mal. Sie schnappt das Händel, schmeißt es umgekehrt wieder auf den Teller drauf, kassiert das Händel und in dem Moment wird er vom Security schon raustransportiert. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn du die Bedienung anlangst. Was allerdings sehr gut geht, als Frau den Kellner anzulangen. Und das mache ich regelmäßig. So ein Kellnerarsch, gell, in so einer Lederhosen, da zieh ich mir sauber aus. So richtig und hau hin und greif nochmal nach, ob er wirklich so knackig ist, wie er ausschaut. Der Kellner macht nichts. Obwohl du das ja aussiehst. Der denkt sich schon so, oh, das Psufferli war gescheit, ja. Aber er sagt nichts, weil am Nebentisch, da sitzen diese 10 Burschen, ja, die feiern den Kellner schon, dass er jetzt die fesche Katze auf den Arsch gelangt hat. Und wenn er jetzt was sagen hat, dann darf man den als schwulen Hund bezeichnen. Und ihr habt keine Ahnung, wie homophob manch Heteroman sein kann. Da kehrt er eigentlich gleich nochmal auf den Arsch. Und das nutze ich aus. Das nutze ich vollkommen aus. Und ich werde jetzt sagen, warum suchst du nicht einen, dem es gefällt, der sich freut? Ich meine, du wirst doch auch keinen hungrigen, faulen Löwe, eine Gazelle mit 3 gebrochenen Haxen fortführen. Ich bin doch kein gefundenes Fressen. Im Gegenteil, wenn einer von den Burschen am Nebentisch jetzt denkt, ich weiß, und zu mir rüberkommt, was mache ich dann? Ich warte, bis die nächste Bedienung vorbeikommt und zieh genauer so aus. Und so wie ich ausziehe, kommt die nie drauf, dass das sie gewesen sein kann. Und schon ist der Security da und ich hab seine frische Maus. Das ist für mich gelebter Feminismus.